Moin. Merci, dass Astrid Lulling TV um den Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstellen. Sommerpause hat am Europäischen Parlament nämlich vom 21. Juli bis zum 25. August gedauert. Aber sie gouf brutal dadurch unterbrach, dass der 7. August mittags 13 Minuten ab 4 am no nach an der Nucht 22:24 ein Teil vom falschen Plafond vom Plenarsaal zu Straßburg angestürzt ist. Es sind rund 8 Tonnen Material von dem falschen Plafond auf die Sitzer von den Deputierten gefallen. Gott sei Dank war kein Mensch an dem Saal, sonst hätten wir eine regelrechte Katastrophe mit 40 oder mehr Toten gehabt. Gott sei Dank hat doch die zuständigen Autoritäten, die in Frankreich, also die zuständigen Autoritäten, sowohl die französisch wie auch die vom Europäischen Parlament, die haben sehr richtig reagiert. Die besten unabhängigen Experten, die es gibt, waren direkt auf der Platz für die Schuld zu estimieren, für die Ursache von dem Sinistre feststellen zu können, für die Responsabel identifizieren zu können, und für auch zu sehen, wie für was abzukommen hat. Die Reparatur- und Sicherheitsarbeiten sind soweit aufgeschlossen. Der ganze Plafond, also mit neuen Suspensionen, die viel mit solid sind, gesichert sind. Sie sind 10-mal so schwer wie die bislo drauf waren. Und dafür kann ich behaupten, dass der Plenarsaal zu Straßburg die sichersten falschen Plafond hat, den es dann in Europa gibt. Das auch garantiert, dass nichts Ähnliches mehr passieren kann, weder am Plenarsaal noch an anderen Saal zu Straßburg, die prophylaktisch auch all in der Sicht geben. Natürlich wird das Ganze nach einem Nachspiel haben, vielleicht sogar juristisch, aber wichtig ist der Moment, dass man mit Zeit von den unabhängigen, zuständigen Sicherheitsautoritäten am Frankreich all Garantien kriegen für den neuen falschen Plafond, sodass wir hoffentlich die 2. September Plenarsitzung vom 22. bis 25. September zu Straßburg können aufhalten. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssten wir leider nach ein Kehr als Plenum zu Brüssel tagen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Sicherheit nicht nur von den Deputierten, sondern von allen Leuten, die an dem Gebäude arbeiten, und noch von den Visiteuren garantiert ist. Es konnte natürlich nicht ausbleiben, dass ein paar unverbesserliche Gegner von Straßburg und damit von Lützeburg von dieser Gelegenheit profitiert haben. Für sie war das ein richtiges Geschenk vom Himmel, für hier Kampagne alles zu Brüssel zu zentralisieren, oder zu intensivisieren. Es gibt auch im Internet eine Reihe von degutanten Kommentaren, die umso mehr unverantwortlich sind, weil sie sogar nicht zurückchecken, für den Europaskeptiker an ihre Krumm zu reden, mit dem Hinweis, dass dem Europaparlament der Plafond auf den Kopf gefallen ist. Aber Gott sei Dank haben die meisten Mitglieder vom Europäischen Parlament sich an dieser Affäre objektiv und responsabel verhalten. Auch am Büro vom Parlament, wo ich als Quästor Member bin, als sachlich und ruhig diskutiert gehen, mit den folgenden Konklusionen, dass erstens Sicherheit für uns die absolute Priorität ist, dass wir zweitens den 3. September entscheiden werden, ob wir den 22. September zu Straßburg tagen können oder nicht. Und das drittes Schuldfrohen zivilrechtlich und eventuell strafrechtlich, es gouf ja Gott sei Dank kein Affer geklärt gehen.
an das viertens all praktisch Probleme für Deputierten an noch all die anderen Leute, die sich daraus ergehen, dass man anstatt zu Straßburg zu Brüssel flexibel von den Kästere geregelt gehen. Es stehen ja eine Reihe von Depensen für Billen, Hotellen und so weiter zu annullieren, aber da das meinst, am Parlament, das ist so gut organisiert, dass man auch all das kleine praktische Probleme mit Verstand, und Pragmatismus Werte lesen können, vorausgesagt, wir kriegen es nicht mit schlechtem Willen oder sogar Sabotage zu dienen. An der Plenarsitzung, die vom 1. bis 4. September zu Brüssel stattfindet, dominiert natürlich ein Thema, die viel mehr dramatisch aggravieren, das wie da Unglück mit dem falschen Plafond zu Straßburg, und da das Situation in Georgien. Den 1. September, also ihr Parlament sich an seiner Plenarsitzung zu Brüssel äußern kann, kennt ja ein extraordinäres Sommet von den Staats- und Regierungschefen zu Brüssel zusammen, konvokiert von der französischen Präsidenz, mit besonders auf Drängen von den neuen EU-Membern aus Osteuropa, die Gefahr, die von der russischen Haltung ausgeht, vielmehr echt realistisch abschätzen, wie das oft in Westeuropa der Fall ist. Zu der Krise gebe ich persönlich ein paar Remarken machen. Der russische Angriff auf Georgien ist ganz klar inakzeptabel. Er muss auch als solchen von der Europäischen Union kondamniert gehen. Es ist ein graver Verstoß gegen die Souveränität von einem Land und gegen das internationale Recht. Es ist aber Georgien den Anfang von einer Serie kann fährten, will das so was, dass das riskiert, was du geschickt hast, den Anfang von einer Serie zu sehen, kann wie gesagt werden, dass Russen demnächst an anderen Regionen, zum Beispiel an der Krim, ähnlich ergreifen könnten. Erlebt den russischen Imperialismus eine Renaissance? Das ist eine essentielle Frage, die noch unbeantwortet ist. Sicher muss die Gefahr gesehen. Russland will das bestimmt testen. Auf der anderen Seite muss noch feststellen, dass die Situation in Georgien ganz spezifisch Gründe hat, dass wir nicht aus den Nahen verlieren. Sicher hat doch der georgische Präsident Saakashvili als sein Name vielleicht nicht leider immer eine glückliche Hand gehabt. Zu der Europäischen Union bleibt zu sagen, dass das Krisenmanagement von der Präsidenz an erster Linie ganz zufriedenstellend war. Der Waffenstillstand ist ja ein Resultat von den Europäern. Da wo es tappert, da das Niveau von der Prävention, weil das Krise kaum nicht unerwartet, leider als nicht präventiv erholgen. Der Besoin von einer effizienten Außen- und Sicherheitspolitik von der Europäischen Union, den als ob nichts an diesem Fall evident gehen. Die Instrumente vom Lissabonner Vertrag wären hei von größter Hilfe, wenn wir sie dann hätten. Trotz unterschiedlicher Sensibilitäten in Europa als eine starke Reaktion von der Union von zentraler Bedeutung an dieser Situation. Jit vor engem, die gemeint hat, der russische Bier, wir lo kamot der gehen, dem müssen dann abgehen, wie gehen sie schäken. Wird Europa et nimmen bei verbalen Kondamnationen belosen, oder gehen wir mir weit, da das nicht sicher. Ökonomisch oder politisch Sanktionen wären absolut denkbar. Die Relationen mit Russland stehen auf alle Fall auf engem Prüfstand. Und es ist auch gewusst, besonders an einer Fraktion von der Europäischen Volkspartei, an den Europäischen Demokraten,
dass Russen nimmen ein klarer Spruch verstehen, an dat Zurückhaltung nicht übrig ist. Die französische Präsidenz ist anscheinend dezidiert, eine Politik von der Herderlin vorzuschlagen. Diese Gruppe ist damit einverstanden. Wird das an den nächsten Tag auch klar zum Ausdruck bringen, am Rahmen von der Plenarsitzung, die wir zu Brüssel werden haben. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, und bis geschwind. Ich hoffe noch, dass ihr alle gut eine schöne Vakanz habt und dass wir noch mit neuem Elan, so wie ich, an der alle gut und die wichtige Arbeit gehen, die vor uns steht. Merci.